Er aber hat verlangt, dass er mit dem Oberküchenmeister reden kann. Sie haben gelacht und ihn durch die Vorhöfe geführt. Und überall, wo er angekommen ist, sind die Diener stehen geblieben, haben gelacht und sind ihm nachgelaufen. Sodass sich noch eine ungeheure Schlange von Dienern die Stege zum Palast aufbewegt hat. Es war ein richtiges Gefühl, so als wenn ein Find vor dem Tor stehen würde. Und überall hat man sie hören rufen. Ein Zwerg, ein Zwerg! Habt ihr den Zwerg gesehen? Der Oberküchenmeister hat sich zwingen, nicht laut rauszulachen, als er den Zwerg gesehen hat. Er hat befürchtet, wenn er lache, dass er dann seine Würde verlieren. Darum hat er auch die anderen weggescheucht. Und er gehört hat, dass der Zwerg eine Anstellung als Koch wollte, hat er gesagt: Jeder nach seinem Willen, kleiner Mann. Aber hast du dir das wirklich überlegt? Du, in die Küche. Als liebster Zwerg vom Herzog müsstest du nicht schaffen und könntest nach Herzenslust essen und trinken und schöne Kleider tragen. Doch wir wollen mal schauen. Deine Kochkünste würden sicher nicht lange zum persönlichen Koch von unserem Herr, aber zum Küchenbub. Das sollte gehen. Der Zwerg hat sich aber nicht aus der Fassung bringen lassen und hat verlangt, dass er eine Probe von seiner Kunst zeigen darf. Der Küchenmeister hat den Kleinen durch mehrere Säle und Gänge geführt und endlich sind sie in der Küche angekommen. Es war ein riesiger, weitläufiger Raum mit vielen Herden, wo ständig ein Feuer gebrannt hat, und mitten in den Raum ist Wasser wie ein Bach geflossen. Der hat gleichzeitig als Fischbehälter dient. Was hat der Herr heute zum Morgenessen befohlen? Hat der Meister den ersten Zmorgenmacher gefragt. Meister, der Herr hat gewünscht, die dänische Suppe und die roten Hamburgerklösli. Gut. Traust du dich, die schwierige Speise zuzubereiten? Die Klösli bringst du sicher nicht an. Das Rezept ist nämlich ein Geheimnis. Hat der Küchenmeister zum Zwerg gesagt. Nichts leichter als das. Für die Klösli brauche ich 4 verschiedene Fleischsorten. Ein bisschen Wein, Entenschmalz, Ingwer und ein spezielles Kraut, das Magentrost heisst. Hoppla, beim St. Benedikt. Alles bis auf Saar, hat er gesagt. Und das Kräutchen Magentrost haben wir selber nicht gewusst. Aber ich glaube, das muss das Essen noch viel angenehmer machen. Es sind alle Zutaten auf dem Herd parat gestellt worden, so wie es der Zwerg befohlen hat.